Ja, wir sind hier in Duisburg bei ThyssenKrupp Steel. Morgen. Da ist der Onkel Günther. Charlie, wir haben Vermummungsverbot. Ja, genau, da unten. Markus, zieh mal einmal gerade. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch heute Morgen hier an Tor 1 im Duisburger Norden ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Aktion für faire Arbeit, gegen Billiglohn und für einen ordentlichen Arbeitsplatz für alle Leute, nicht nur in der Stahlindustrie, sondern in allen Gewerben. Das ist das Ziel, was wir heute verfolgen. Deshalb sind wir heute hier und das ist unsere Botschaft an das Land und unsere Botschaft an die Politik. Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie das Normalarbeitsverhältnis immer mehr gerupft worden ist. Junge Leute haben heute kaum eine Chance, in ein normales Arbeitsleben hineinzukommen. Sie werden schon behindert, in eine Lehre zu kommen. Es sind immer weniger Lehrstellen in der jüngeren Zeit zur Verfügung gestanden. Es ist schwierig, nach der Lehre eine Arbeit zu bekommen. Und wenn man eine Arbeit kriegt, dann ist die schlechter bezahlt. Und diese Arbeit ist dann eine Arbeit, die keine Perspektive hat, die dann keinen Kündigungsschutz womöglich hat und andere Punkte, die für eine Perspektive, für ein Leben nicht vorhanden sind. Das ist etwas, was immer mehr um sich greift und unser Ziel ist, diese Entwicklung, die uns vor allem in unserer Jugend keine Zukunft gibt, die wollen wir stoppen und wir sagen heute ganz deutlich, wir wollen Normalarbeitsverhältnisse und keine prekäre Arbeit, die befristet ist, die schlecht bezahlt wird oder die eben keinen Kündigungsschutz hat. Das wollen wir nicht und deshalb stehen wir heute hier und sagen das laut in die Republik hinein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass heute Morgen eine ganze Reihe von Kollegen, die von der Nachtschicht kommen, hier sind und sich die Zeit genommen haben, mit uns diese Botschaft ins Land zu senden. Deshalb herzlich willkommen alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt von der Nachtschicht hierher gekommen sind. Ich freue mich aber auch, dass wir eine ganze Reihe von Delegationen haben, die uns heute hier begleiten. An erster Stelle möchte ich unsere Kollegen nennen, die aus Krefeld hier gekommen sind. Herzlich willkommen von ThyssenKrupp Steel aus Krefeld. Ganz besonders wichtig ist mir auch, unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Duisburger Süden zu begrüßen. Von ThyssenKrupp Steel Europe Hüttenheim, von HKM, von SZMF und von der ThyssenKrupp Denland Blenks. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Ich freue mich aber auch ganz besonders, dass Kollegen, die hier in der Nähe arbeiten, heute dabei sind, die selber einen Arbeitskampf führen.
Wir haben eine ganz schwierige Situation bei der TSTG Schienentechnik. Hier sind Arbeitsplätze bedroht, die Kollegen sind immer am Arbeitskampf und sind heute unter uns. Wir unterstützen euch und sind froh, dass ihr uns heute bei uns seid. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch besonders Kolleginnen und Kollegen, die aus der metallverarbeitenden Industrie zu uns gekommen sind. Von Siemens hier aus Duisburg und von Benteler aus Dienstlaken. Schön, dass ihr hier seid. Außerdem begrüße ich die Kollegen hier aus dem Duisburger Norden, von Eisenbahn und Häfen, zum Teil auch von der Nachtschicht, von KBS und von ThyssenKrupp Build Services und Systems. Auch ihr seid uns herzlich willkommen hier. Besonders begrüßen möchte ich unseren Landtagsabgeordneten Sören Link. Schön, dass du so früh aufgestanden bist und unter uns bist. Hat uns auch geschickt unser Bundestagsabgeordneter Hans Flug und mehrere Stadt- und Bezirksverordnete sind unter uns. Ich finde, das ist vorbildlich, dass ihr zeigt, dass ihr nicht nur auf Stühlen im Rathaus oder an anderen Stellen sitzen könnt, sondern auch dann, wenn wir was für die gerechte Arbeit, für faire Arbeit tun, dass ihr dann unter uns seid. Schönen Dank. Als letztes begrüßen möchte ich unsere Redner, die gleich zu uns sprechen. An erster Stelle neben mir unser Bezirksleiter, unser Kollege Oliver Burkhardt. Herzlich willkommen in Duisburg. Zweitens begrüße ich hinter mir unseren Kollegen Willi Seegerath. Und es wird gleich ein Grußwort zu uns sprechen, der Kollege Frank Urban. Er ist der Betriebsratsvorsitzende eines kleinen Unternehmens, im Werkvertrag bei ArcelorMittal arbeitet. Die Botschaft, die wir heute hier geben, ist, dass wir nicht nur bessere Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit wollen. Wir wollen auch bessere Arbeitsbedingungen bei den Werkverträgen. Das ist ein ganz wesentliches zusätzliches Thema und auch das ist heute etwas, worum es uns heute geht. Und deshalb ist toll, Frank, dass du gekommen bist und zu uns sprechen wirst. Kolleginnen und Kollegen, das, was wir heute machen, richtet sich in erster Linie an die Politik. Wir wollen den Politikern in Berlin einen Weckruf bringen, und zwar zu der frühen Zeit am Morgen, weil heute den gesamten Tag über Aktionen in ganz Deutschland sind. Und diese Aktionen werden hier heute in Duisburg gestartet mit einem Weckruf. Und wir werden uns diesen Weckruf nun ansehen. Ich bitte, die Bühne freizugeben für den Weckruf an die Politik für faire Arbeit.